Ja, ich begrüße Sie, meine hochverehrten Damen und Herren. Es ist ja so, die größten Sünder in Köln sind ja immer noch die Damen und Herren des Festkomitees. Ne? Ja, nehmen Sie allein das komische Motto hier. Ne? Wie heißt es? Jack ob Sushi, ne? Kunterbund mit, wie heißt es? Pippi Langstrumpf ist das. So, ja, Marie-Louise Nikuta hat gesagt, noch einmal so ein Motto und ich höre sofort auf zu singen. Chance jede dem Leben, ne? Ja. Aber ich meine Damen und Herren, es ist ja nur so, heute spricht man ja nur von Prominenten, ne? Das sind ja unsere Vorbilder und sonst irgendetwas. Ja, ich weiß es nicht. Muss das alles so sein, meine Damen? Müssen Sie sich denn diesen Dingen unterwerfen? Sie sind da also jod aus. Muss doch nicht jeder so ein Hungerhawke sein. Ne, wie heißt die? Victoria Beckham. Ist ja grauenhaft. Ne, das letzte Kind war bei der Geburt schon doppelt so schwer wie die Mutter. Ne? Ja, war furchtbar. Dann hieß es immer, Frau Beckham stillt selber. Magermilch aus eigenen Beständen. Ne? Gucken Sie sich mal an, jetzt Weihnachten, wenn Sie eine Familie einladen. Sie müssen ja überlegen, gibt da jetzt einer, ist der Veganer, ist der Vegetarier, ist das ein halber Vegetarier, hilft der nur halbe Hähnchen? Ne? Ja, jetzt kommen demnächst, wird es noch schlimmer, da kommen die vegetarischen Veganer, die essen ja nichts. Die ernähren sich ausschließlich über die Dunstabzugshaube, meine Damen und Herren. Ja. Hey. Hey. Da können Sie nichts mehr machen. Wo sind denn unsere Vorbilder und Prominente? Wir haben keinen. Die sitzen entweder in der Erziehungsanstalt oder im Knast. Ne? Uli Hoeneß, sag ich nur. Ne? Jetzt hätte der arme Kerl sich einmal im Leben verdammt. Der war irrtümlich der Meinung, dass die Schweiz noch zu Bayern gehört. Ne? Ja. Wer ja wirklich in Tracht Brühl verdient hat, sind Sie mir nicht böse, das ist der Altbundeskanzler Gerhard Schröder. Also der hängt ja in dem Putin wie eine Probebohrung im Jasfeld. Ne? Ja, das ist keine Arschkriecherei, was der mäht, das ist ein rektale Wohnungswechsel, was der gemacht hat. Ja, ne? Und wir gelassen uns an alle Fallen. Ne? Was der Kölner an sich hat, wir reden sehr wenig über unsere Heimatstadt. Da gibt nicht mehr viel zu erzählen. Ne? Jetzt suchen wir eine neue Oberbürgermeisterin. Es hat sich jetzt jeder auf der Frau Reker eingependelt. Ich hätte einen anderen Vorschlag. Nehmen Sie doch Elfi Show Antwerpes. Ja, das wird doch jetzt, oder nicht? Wer 20 Jahre lang der Franz Josef ertragen hat, der kriegt auch die Stadt Köln aus der Scheiße gehoben. Das glaube ich Ihnen aber. Verzeihen. Ja, ist doch so, oder nicht? Meine, was haben wir sonst? Ne? Sonst heißt es ja, Köln wäre pleite. Meine Damen und Herren, das stimmt ja nicht. Solange der städtische Betrieb, die Rheinenergie, in der Lage ist, den 1. FC Köln mit Millionen zu unterstützen, da kann uns Köln schon nicht so schlecht. Im Aufsichtsrat sitzt übrigens der Herr Börschel. Ne? Herr Roth, das ist Ihr spezieller Nachfolger wahrscheinlich, oder er soll es weden. Der hätte ja die Millionen auch nicht viel gesagt. Das ist übrigens auch der Herr Börschel, der uns Kölsche seit 3 Jahren erzählt, wir bräuchten unbedingt ein Casino. Fragen Sie uns Ihren Nebenmann, wer von euch ein Casino braucht. Der Kölsche spielt Skat und Klammerjas, der braucht kein Casino. Aber die Stadt braucht das. Das Geld, was die morgens am Rathaus rausknallen, das holen die sich abends am Spieltisch wieder zurück. Das ist kölsche Politik. Das Rauchen verbieten, aber der Esch kassieren. Ne? Das haben wir hier, ja. Aber, meine hochverehrten Damen und Herren, was haben wir in Köln nicht alles zu leiden?
Das ist ja furchtbar. Fahren Sie uns über die Leverkusener Rheinbrücke. 26 neue Blitzer installiert, 26 neue. In der Tagesschau melden sie schon Wetterleuchten über Köln. Ne? Ja, das wird überall nur, jetzt haben wir demnächst, ist ja die Bettensteuer, die ist verboten. In Köln wird sie wieder eingeführt. Frau Roth, wenn Sie hier übernachten in Köln, sind Sie vorsichtig. Wenn Sie sich morgen früh verschlafen, haben Sie morgen Mittag schon eine Kuckuck um Plümmer hängen. Das ist es so. Alles wird nur noch besteuert, ne? Nur noch Steuer. Das ist furchtbar. Und was die uns ist, der Herr Groschek, der Verkehrsminister von Nordrhein-Westfalen, was haben Sie uns mit dem Löwenischer Tunnel für ein Ei in das Nest geladen? Hey, das ist ja furchtbar. Wenn Sie vorne einen fahren lassen, fällt hinten der Ampel aus. Ja, das ist furchtbar. In dem Tunnel habe ich einen guten Freund verloren. Ja, der hätte Hochzeitsreise ohne Trennungsjahr in ein und demselben Stau gestanden. Da haben wir ja nicht mehr gefunden, der arme Kerl. Es wird alles weiter in Köln. Ich bin Jod. Über eins sind wir uns ja im Klaren, meine Damen und Herren. Es gibt ja in der Presse jeden Tag Leserbriefe von Auswärtigen, die immer sagen, Köln ist dreckig, Köln ist verbot, Köln ist viel zu klein. Und da verstehe ich aber nicht, dass ich jedes Jahr 6 Millionen Auswärtige in den Bus setze, um sich unser kölsches Drecksloch zu belohnen. Also die könnten dann auch daheim bleiben, meine ich, ne? Ja. Aber, meine hochverehrten Damen und Herren, was heißt es, wir Kölsche, wir können sehr viel ertragen. Wir haben vom lieben Gott ein wunderbares Ventil eingebaut bekommen. Und das ist der rheinische Karneval gepaart mit dem entsprechenden Quantum an Humor. Und aus dem Grund haben wir heute ein Dreigestirn in Szene gesetzt und ins Amt gehoben, womit wir Kölsche auf der Straße und im Saal hoffentlich viel, viel Freude haben werden. Ich nehme an, ich hier oben und Sie da unten, wir können alle dazu beitragen. Und von mir haben Sie gehört, wie schwer es rund um das Schutzmannsleben ist. Wer es schön nennt, ist es Wahnsinnsbeute, denn meistens ist es öd und trist. Doch lasse ich mir nichts vermiesen. Ich lebe bis zum Schluss nach kölschem Lebenssinn. Mit ein bisschen Spaß wollte ich beweisen, dass ich der kölsche Schutzmann bin. Dankeschön. Rufen wir aus auf Jupplen in Dreifass Kölle! Festkomitee! Kölle! Dankeschön.